Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Giesbrecht. Niet verder zo wie hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie wat ons op livestream kijken, dank je voor de gelegenheid dat we kunnen met jullie toop op deze weg gaan loven en prijzen voor de zondag des morgens. Ik wil gleich met eerste anfangen met de bekendmerking. Vandaag, klok 7 uur, hier bij Lebenswasser Kerk, hebben we een Methelper-Abend geplant. So, wenn du ein Methelper bist hier bei Lebenswasser Kerk, dann musst du in deine Familie eingeladen, rüberzukommen, von der Klok 7 Uhr. Da waren Abend, wo wir wollen alle Informationen mit ihnen mitnehmen. So, wir wollen ihn einladen, kommt rüber. Du wirst Kinder Kerk sein von der Alter von 4 Jahren bis 12 Jahren. Und so, ich will bloß in Denk halten, kommt rüber von der Klok 7 Uhr für Methelper Abend. Dieser abkommende Sonntag, Dezember den 4., haben wir unsere nächste Vision-Klasse geplant. Die Vision-Klasse ist für alle, die wir gleich mehr Informationen haben von Lebenswasser aus der Kerk, was wir glauben und wo wir schaffen. Die Vision-Klasse für Sonne, wo wir gleich ein Methelper zu werden. Und die Vision-Klasse für Sonne, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasser Kerk. So, wenn ihr einfach diese 3 Dinge interessieren, dann freuen wir, dass ihr in Informationen der Schule ist, können wir abschreiben für Vision-Klasse, nie Dezember den 4. Dezember den 12. Klok 7 Uhr hier bei Lebenswasser Kerk, haben wir uns nächste 1929 Abend geplant. Und so soll nun sein, dass das Abend uns für alle Menschen zwischen 19 und 29 Jahren. Und dann ist du befreit bist, nicht befreit bist, solange du noch nicht Kinder hast, dann bist du eingeladen, rüberzukommen, Dezember den 12. Klok 7 Uhr. Ich will Ihnen auch gleich gedacht haben, dass von der ist der letzte Tag, wo du in deine Familie kein Port annehmen und die Weihnachtsdose. Und so die Weihnachtsdose, das sind Dosen, die eine Verlauf sind, die kann man in die Haus nehmen und dann kann je die Vollgeschenke mehr und an die Dreh bringen, Dezember den 4. hier in Lebenswasser Kerk. Und dann, wo wir uns an diese Weihnachtsdosen rüberführen, nur Familien und nur Kinder, die vielleicht nicht genug Geld haben, um Geschenke zu kriegen über diese Weihnachtszeit. Und sag mal die Mutter sprechen, merkt ihr eine Aktivität, die du mit deiner ganzen Familie tun? Du kannst morgens eine Dose mit nach Hause nehmen und Ziel ist 500 Weihnachtsdosen einzuführen über diese Weihnachtszeit. So macht ihr dort von der letzte Tag, wo du die Weihnachtsdose holt von der Verlauf und halt dann denkt, dass der abkommende Sonntag, wo wir das jede Dreh bringen, hier in Lebenswasser Kerk und dann wo wir die Empfang einzuführen. So viel Dankeschön für Porto nehmen und diese Weihnachtsdose. Jona war den ersten planen wir ein Tollfest zu haben, hier bei Lebenswasser Kerk. Und so, wenn du dir gleich den Taufen, das ist deine Gelegenheit, dort zu tun. Hier bei Lebenswasser sagen wir Glauben, Taufen und dann Wasser. Und so, wenn du Glauben hast an Jesus Christus, aber du hast ihn noch nicht getauft, dann ist das deine Gelegenheit, die Taufen zu lohnen. Wenn dich das interessiert, wir freuen uns, dass du in den Informationen der Stunde hast, können wir abschreiben für Taufest, Jona war den ersten. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Das nächste werden wir in eine Zeit von Anbetung gehen. Lebenswasser, Gott hat uns in der Bibel anzubeten, zu worshipen. Im Worship breek je de kid, im Worship breek je de veen. En ik lood je het aan vanavond met je hand, met je heen. Met Gott te komen, het heil wel vrijheid schenken. Amen. Let's go! Wann ich noch bloß den Kom sei, sitzt die all den See. Wann Bord ich sei, erst ein Borg, sitzt die dem Borg bewegt. In wann ich gut durch den Schoten, die ne Leib am Jaft mich. Du hast nichts zu fürchten, sag ja, sie jagen die. In meiner Kampf, ich hab ich neu, ich heb meine Hände. Oh Gott, du kommst hierher zu dir, oh meine Angst, ich vor die Hand, ich sing durch die Nacht. Oh Gott, du kommst hierher zu dir. Den wann du für mich bist, kann ich nicht tun. In Jesus, du hast
je toevlucht, die stehst ab für uns. Nicht konntest du in jede Kraft von unseren Gott, die Dachs in den Schott, ja wenn's jeder kommt. Nicht konntest du in jede Kraft von unserem Gott. Je toevlucht, die stehst ab für uns. Nicht konntest du in jede Kraft von unserem Gott, die Dachs in den Schott, ja wenn's jeder kommt. Nicht konntest du in jede Kraft von unserem Gott. Je toevlucht, die stehst ab für uns. Nicht konntest du in jede Kraft von unserem Gott, die Dachs in den Schotten, ja wenn's jeder kommt. Nicht konntest du in jede Kraft von unserem Gott. In meiner Kampf, ich hab beknäut, ich heb meine Hände, oh Gott. Kom je hier terug, oh meine Angst, blij ik voor die hand. Ik zing dich niet nach, oh Gott, du kom je hier terug. Oh Gott, du kom je hier terug. Grund, das plötzlich gesund. Sicherst du, ich hab wo du verspreitst, deine Läufe sag ich nicht, dich nur auf keinen. Trouble nur kommt dann auf Singheit der Leute. Sicherst du, ich hab wo du verspreitst. Gottes Trief und Vom Paradies und Antwort mir flottert, gib mir ne Hand. Ein vor am Presen mit all meine Kraft. Sicherst du, ich hab vor dir verspreitst, deine Läufe sag nicht, dich nur auf keinen. Truppelsmund kommt dann noch singend die Leute. Sicherst du, ich hab vor dir verspreitst. Was immer mal kommt, was immer passiert, hättest du auf der Steinhaus mein Teufel drin. Was immer mal kommt, was immer dort kost, sicherst du, ich hab vor dir verspreitst. Was immer mal kommt, was immer passiert, hättest du auf der Steinhaus mein Teufel drin. Was immer mal kommt, was immer dort kost, sicherst du, ich hab vor dir verspreitst. Sicherst du, ich hab vor dir verspreitst. Sicherst du, ich hab
Gott vor dir verspreizt. Deine Läufe sag ich nicht, dich nur auf keine. Wenn man kommt, dann sing ich die Leute. Sicherst du ein Gott vor dir sicherst du ein Gott vor dir verspreizt. Deine Läufe sag ich nicht, dich nur auf keine. Du bist nur kommt, dann sing ich die Leute. Sicherst du ein Gott vor dir verspreizt. Sicherst du ein Gott vor dir verspreizt. Du bist in Kontrolle, Jesus. Alles ist in deine Hände, alles ist in deine Macht. Für wir unser Leben ist einfach für dich. Gott, du bist hast alles in Kontrolle. Dankeschön, dass wir uns an der Kämmerbrücke, du sorgst für uns, du bist du für uns. Wir können nicht sein, dort ist Geld. Wann meine Stimme schwor reden kann. Wir können die Leid sehen, Hände mit von dessen Kampf. Jesus, begegnest du mir hier, lot ihn Friede war mir komm. Mir fehlt die Heu aus Feuer, leer meine sollte sehen. Gott ist noch in Kontrolle. In heute jeder sin Tränen. Wann dein Boy auch schaden im Meer fallen rollen. Sing meine Säule ist Frieden. Mein Gott ist noch in Kontrolle. Allein, wann du wird mir auch verlässt, in all meine Trüge nicht, dort wird du scheint vernehmen, dann scheint verblieben bei mir, wann du nach den Spiech bekämpft, und immer passiert. Du bist doch Gott, ich vor Vater sehen. Mein Gott ist noch in Kontrolle. In heute jeder sin Tränen. Wann dein Boy auch schaden im Meer fallen rollen. Ich sing meine Säule so Frieden. Mein Gott ist noch in Kontrolle. Jesus, Dankeschön, dass du bist in Kontrolle. Wir geben unsere Umstände in deine Hände, wenn wir wollen, dort durch dich habe ich Frieden, und du bist Gott.
sälleste fred. Min Gott ist noch in Kontroll. Min Gott ist noch in Kontroll. Jesus, du det vad keiner kan det. Det är hans nåd. Danke för din nåd. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, He's ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, He's ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, He's ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Wir zingen van den vrede. Ik heb vrede in mijn hart. En ik leg ervan te zingen, wenn ik hou van dat gefällt. Ik habe gefällt den vrede in mijn hart. Mir het schijnt ervan te zingen.
das letzte paar Tage, oder actually gestern, dann ging mein Hart ein paar Mal sehr bosig. Tidig Samaris fuhr ich im Korridor, dann sah ich für mich fertig, was du ausgelesen. Und mein Hart ging sehr bosig, ich wusste, was das war. Lot das so oben, dann sah ich da wie ein Gefahr, so ein Mensch, was der andere hing heranfuhren, und ich dachte, du hast nicht Frieden. Ich hatte von für jeden von dort alle, aber von der Samaris in meiner Stelle Zeit, dann frage ich Gott, wo ist der Himmel? What's heaven like? Wies mir mal besser, oder sag mir, was ist im Himmel? Und an der ersten Wort, was ich krieg, was er mir sagt, du hast Frieden. Du hast Frieden. Und ich kann mir das vorstellen, dass es da still, das ist friedlich, du hast Schein, aber das ist Frieden. Und so Gott, der will haben, wir sollen hier all Frieden haben. Und er sagt, dass er hilft uns in Frieden hier, was die Welt nicht verstehen kann. Wir gehen durch die schwere Zeit noch mal durch, oder was immer das ist, oder wir gehen durch uns Leben. Und er hilft uns Frieden. Er sagt, dass er wird uns in Frieden geben, was die Welt nicht mal verstehen kann. Er wird sagen, was geht an mit dir? Und du kannst sagen, ich habe Frieden in mein Hart. Ich habe Frieden in mein Hart. Dankeschön, Jesus, für was du getan hast. Dankeschön für die Gnade, was du hast, dass du unsere Sünde betonst, even wenn wir das nicht wird wir, du betonst dich, du hast Gnade über uns, amazing grace. Und du gibst uns Frieden. Dankeschön, Dankeschön für den Frieden. Wir loben dich, wir heben dich hoch. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Amen. Wer wir Jesus die Hand geben, Jesus ist gut. Amen. Amen. Ich kann Ihnen toll sagen. Welcome alle hier. Mich freut, dass Sie in diesem Gottesdienst sind. Mich freut, dass Sie in Lebenswasser sind. Auch die, die uns checken online. Dankeschön für mir uns taub sein. Vielleicht sehe ich dich bei, weit auf. Dankeschön für online mit uns taub sein. Jetzt scheint hier nicht Haus sein. Jetzt scheint, dass Sie hier sind. Pastor John, der wird ein Mess für seine Botschaften angehen. Für wir dort down, Janka, ein kleines zu vertellen von unserem Meier für Jesus. Von der aus der Tag, wo wir unsere Kompromisse oder die Commitments anbringen können. Und so, ich will ein bisschen hastig hier ein kleines übergehen mit Jün taub. Und so, das ist ein Meier für Jesus, das ist ein Investment, das ist eine Inversion, was wir dann merken, was wir merken. Und wir merken dort in Menschen. Unser Investment ist in Menschen und der Return wird auch Menschen sein. Und so, ihr kann alle Part davon sein. Und dann, wo alt oder wo jung oder wo viel die geben will, viermal ist von den Meier für Jesus, dann hat wir nicht mit Jugend, was da Part von dort wir. Some von der Jugendjungs haben noch nicht Driver License, aber sie wird auch Part von dort. So that all investiert in Gottes Reich. Und so, je kann dort alle down, das haben wir jetzt. Wir können alle taub dort down, Meier für Jesus down. In Matthäus sagt Jesus, sammelt ihr nicht einen Schatz hier auf dieser Erde, aber sammelt ihr einen Schatz im Himmel. Na, was over das? Wie sind die hier auf dieser Erde? Was haben wir hier auf dieser Erde all einen Schatz sammeln, was im Himmel sein? Und Treasure ableihen, was dort sein? Weil Jesus, der lehrt uns dort, was wir down hier für andere, was nicht bloß erst für uns, was wir für den Nächsten down, dort wir mit einem Schatz sammeln im Himmel. Und das, was wir hier wollen tun, das mal Raum waren wir ans Meier für Jesus. Wir wollen bloß was tun für den Nächsten, für Menschen, die der Raum uns sind. Und so, wenn wir denken an Bühnen und Gratermärkten, Meierieumärkten, so eine Dinge, das sind für die Menschen, die noch nicht hier sind. Wir würden vielleicht gerne sagen, das ist hier fein. Wir sind hier alle, wir haben alle gesagt, das ist alles gut. Aber wir wollen Meiers dort tun. Ich sehe besorgt um die Menschen, die noch nicht hier sind. In dieser Zeit, wo wir sind, in der Weihnachtszeit, wo wir unsere Liste von Dingen haben, wo wir Dinge kaufen wollen, kommt es besser an, dass wir eben Geld haben für das, wenn wir haben diese andere Liste. Ein Christi da, und wir sagen unsere Kinder, schickt uns eine Liste von Dingen, was die würde gleich, wie würde geben zu Weihnachten. Und so, wir wollen alle Weihnachtsgeschenke kaufen, so eine Dinge, ich gucke, die kann das auch alle tun. Aber was da manchmal drauf ankommt, ist, weil ich für uns und die Dinge, die mir fehlt, und wie für jeden von das gerade das Bild. So ich will ein bisschen Mut merken, dass ich keine Part sein von den Meier für Jesus das mal ram. Das andere Ding, was ich Ihnen kann sagen, ist, wenn ihr jemand für den Meier für Jesus das Jahr, dann kann ihr Part von sein von, was wir wollen in der Stadt in unserer Gegend. Wir wollen 10% geben von, was der kommt von der Meier für Jesus, noch Mission hier in unserer Gegend, Kinderheims und so eine Dinge. Und dort kann ihr Part von sein, wenn ihr jemand dann ihr investiert, naar die steden ook. En so wat we wel doen is, some dingen verbeteren hier in deze gebieden. En we wel wat land kopen, wel wat solarpanels kopen. En we merken ook uit om een grotere kerk bouwen. En so dat doen we alle door voor die mensen die nog niet hier zijn. We willen dus einfach mehr Ruhe merken
für die, die noch nicht hier sind. So ich will das ein Bild mit Ihnen übergehen, wenn ihr den da Ferien habt, nehmt den da raus, weil ich hast den klein bisschen sagen, wo ihr den kann ausfällt, und dann gehen wir wieder. So, das erste ab den Bild, wo sagt, das ist ein Kingdom Investment, so das ist eine Inversion in Gott sein Reich, und so das ist am Wort geht. Dann kann ich Ihre Nummer da schreiben, Ihre Phone-Nummer, Ihre E-Mail da schreiben, dann weiß wir von wem das kommt. Und dann der nächste Ding, das ist probably das ganz Wichtigste von das all, und das sagt da, wie viel feilst du, dass der Herr jetzt die lädt, dass du geben sollst für dieses Projekt oder das mal. Das geht hier nicht um, was ich sage oder was der Nächste sagt. Wie viel sagt der Herr jetzt zu dir, und wo lädt er die, wie viel du sollst geben, und dann dort Nummer, dann was immer er zu dir sagt. Und so dann das nächste, was ich kann tun, das kann ich handschreiben, ist hier bloß einmal, weil eben ein Investment, das hat eine Kandidat was sein, das hat Preise oder Dollar sein, da hänge ich dort handschreiben, und dann, wenn je dort geben will. Oder je kann auch da handschreiben, wie viel je will geben monatlich, dass es ein monatliches Investment ist, und wenn je will anfangen, wenn je will abhören, dass es Dollar oder Preise sein. Und dann ist da noch eine Option, da mehr enger, wo die Description sagt, die Deskription, dort kann ich handschreiben, wenn je würde gleich zu geben mit einer Faktura. Wenn du sagst, ich will geben, besieht Cash. Was nicht Cash ist, schreibt da an, ich will diese Kandidat gleich zu geben mit Faktura. Dann wollen wir mit ihnen reden und sagen, wo wir das können, vielleicht Material oder verschiedene Dinge kaufen, was in Faktura ja, was für ihn wird halt. Und dann da eine Signature da haben, eine Sign und den Datum da haben schreiben. Und dann kann ich diese Karten anbringen bei den Informationsdash, da wo unsere Diakon sind, und ich kann geben, sie haben eine Dose, wo die da gehen. Und wir haben vor allem ein kleines Geschenk zum Jünd geben, für das Partner sein mit uns taub, und das sind wir für Jesus. Und so, wenn immer nur jeder nachdenkt, bringt es da hin, und dann wollen wir ein kleines Geschenk zurückgeben, bloß als ein Dankeschön für Partner sein mit uns taub, so dass wir verweit gehen und mehr für Jesus tun. So, allen verrückt, vielmal Dankeschön für was ihr tun. Next, what Pastor John kommt. Good morning. Good morning. Wat is het? Als zo goed hier zijn met jullie top van de waren, zo stelt je mal voor, 700 jaar terug, dan hadden ze Mexico nog niet gevangen. En dat heeft geen Chihuahua State, dat heeft geen Cuauhtémoc, geen Mennoniten. En dat heeft al dit niet wat we hier nu hebben. Zo 700 jaar terug, stelt je mal voor, dan wordt je prophezeit dat door een Mennonitische kolonie zijn, in de Cuauhtémoc in Mexico, in Chihuahua State. En door wordt niet Choik zijn, Lebenswasser. In den 27. November 2022, dann wird John Walder predigen. Und er wird abfallend brüne Schauen haben. Sein Cousin wird fahren am Seiten ganz abgeputzt und seine Frau wird zu seiner rechten Hand sein, die Jugend zu der linken mit zu ihrens. Und seine Freunde würden ihm ein Ribeye kaufen, Tamarach bei La Huerta. So, wenn das alle prophezeit wird, en dat kwam karakter tot uit. Dat is wat God heeft gedaan met Jezus. En dat is wat nog einmal deed. En zo daar wil ik een beetje van reden. We zijn in de boodschappen die naam van Paradies Nom Paradies. So, we zijn hier zwischen. Wanneer je in de Bibel lezen, die vangt een Paradies aan. En God maakt deze wereld, God maakt Adam en Eva, hij maakt een garten. En door wir den Baum von Leben, das wo ich Fähigkeit von rede, wenn ihr die Botschaft nicht gehört habt, dann würden gleich an YouTube finden oder an einem von unseren Channels. Und so Gott mögt das alle am Paradies, aber wir weiten dann keinen Sinn und an. Und so sind wir in den Garten Rüd, Paradies verloren, dort wir fähig sind auch mit der Botschaft. Aber Gott hat versprochen, und wenn ihr in der Bibel lesen, bei ein, dann wollt ihr utfinden, dass wir sind wahre im Paradies. Er Himmel namen wir dort, aber ich nahm dort hier in dieser Botschaft Paradies. So vom Paradies Nom Paradies. Und wir sind hier zwischen. Und hier zwischen kommt es darauf an, dass wir ihren Glauben verlieren. Hier zwischen kommt es darauf an, dass wir Dinge beleben in dieser Welt, was keinen Sinn machen. Dass wir Dinge beleben, was sehr weit tun. Diese Werk hatten wir hier ein Begräbnis von einem Mann, was viel zu jung starb. Und so das ist bloß ein Beispiel von Dingen, die immer passieren, manchmal. Und wir wissen das alle.
En zo dan bij eenmaal, dan komt het wat door dat ik zei, weet je wat, het houdt en weer anders aan. Ik bedoel, dat passiert je gelijk. Voor 2000 jaar hebben we nu al gereed van dat Jezus wordt terugkomen, dat Jeff never wordt. Zo dan gaan we het ene ding doen. De Bibel zegt ons een ding wat ik niet zo uitleg, en dat is dat te laat worden vele mensen van God wegdraaien. En ik zeg niet op veel werk een beetje, dat is een van mijn bezorgnissen als een prediker, als een leraar in de kerk. Dat we niet worden ons geloven verlieren, maar dat niks aanmerkt en wanneer het schwer is, dat er passieren dingen wat niet zullen zo te zijn, dat we dan worden geloven houden. En ik geloof eenmaal Jezus den wordt nogmaals de moed vol van zijn jingen. Hij had 3 jaar met die ook geleefd, had hij geleerd, alle had gezegd. En bij eenmaal dan zegt hij dit. Dan zegt hij te aan, wat dit je stamp had genomen, dat zo lang, dat alle te geloven wat de profeten gereed hebben. Na Jezus hem hadden ze gekriegt en dat wurde jener droom starf. Ik had hem al van gereed te junt, dat droom wie een Chinese op deze eerde. En als Jezus starf, dan wird die droom dood. En dit is bij jener wat naar Emmaus ging, dat is de geschichte hier. Emmaus, ze vertelden zich van dit. Ik stel me zo ver, ze vertelden zich van dat het niet zijn, wenn ze zeiden te Jezus, wie hadden gedacht, dat die wirst den Reck abstellen, aber nicht so alle derich, nicht Jesus tot. Men sie wissen noch nicht, dass Jesus hier was dreht, aber Jesus sagt, wo dit junt stamp hat genoren, dat so lang, dat alle te leven. En dat is really onze vrouw van jou. Nou weet je, wie leefden niet 2000 jaar terug, we hebben niet met Jezus top geleefd, we hebben een schrift van jou, en we kunnen entweder oder zijn, dat is alle bloß abgemerkt, en dat te ziet schmieden. Oder wir können checken auf Prophezeiungen, was wir von dem ein bisschen wollen und sehen, wo Gott sozusagen eine Adresse schreibt für den Messias. Aber diese Frau, die hängt an mein Hart von dem ein bisschen, weil die den Stamm hat genoren, das so lang, das alle zu glauben. Na, ich will die nicht Stamm hat genoren, nein, Jesus kann das tun, aber some von uns, wir wundern. Wir haben Dinge beleefd in ons Leben, was absolut kein Sinn macht. Und wir wundern. Und so wir sind zwischen Paradies und Paradies. Und weißt du, hier zwischen ist Sinn, das Weiter, das Tod. Und so das, was hier passiert. Er sagt, dann muss Christus denn nicht alle Lieden und dann in seine Herrlichkeiten angehen. Like das ist ja klar, das ist ja geschrieben, das wie ihr prophezeit. Er sagt, wie das ist. Er fängt an von Moses und den Propheten, ihre Schriften en leer aan dat uit, wat van hem gezegd werd. En zo, ik heb me gedacht dat ik would het leicht in de Bibelschule te zijn. Maar met Jezus te gaan, dan kan hij ons mal uitleggen wat het alle meint. Want we hebben alle vrouwen. En je maar lezen we dingen en oké, we wonderen een beetje wat meint dit, of wat houdt het aan. En zo, in Lucas 24, 44 zegt hij, dan zegt hij te aan, dit is wat ik te je zeg. Dat is wat ik te jullie zei, dat is wat ik jullie gezegd heb. We fingen eenmaal hier in onze kerk uit, dat vielleicht hebben we denk bekend gemerkt, al wer weet wo ver. En op eenmaal zijn de mensen zeggen dat hier nu zum eerste Mal. We zeggen ons eenmaal als leiders, dat we moeten denken, wenn es viermal zijn in de kerk, dat jeder einer dat eenmaal gehoord heeft. En zo van nu wieder, waar we maar dezelfde boodschap feier zijn, er nog rei gaan. Zijn dat hier dat dan? Just kidding. Aber weet je, ik had je gezegd, so laat me nog even lezen. Dan zegt hij aan, dit is wat ik te je zei, dat hij nog bij je weer, wilst dat met alle zo ramkomen. En zo God had het zo gemerkt, als in Moses zijn Gesetz en de Propheten en de Psalmen van mij geschreven staat. En zo Jezus zei te zijn jingen, ik zeg je dat, niet bloß dort, von Moses rang uns durch jene Schrift, als het immer von mir geprophezeit worden. Wo dit jene Stamp hat genoren, dat so lang, dat te glauben. Da wir seine Frau zu ehren, ich glaube, hier will ich da leben, irgendwas, aber dann einmal, I don't know, wer von ihnen hat Kinder, die hat es al 4-mal gesagt, und das ist es, wenn er nicht gehört hat. Habt ihr da mal so gegangen? Und die wundern, wo jene Stamp hat genoren, dat so lang geht.
Weil die nahen nicht so dort, wenn das hier aufstammt, nicht? Dann nahen die Jünger einmal sauber. Aber das ist ein bisschen, was das schafft. In Apostelgeschichte 3, Vers 18, Petrus redet hier, sie haben großen Lume gehalten, dann sagt er das, Gott aber, der durch all seine Propheten hat sein lassen, was Christus leiden soll, leid dort alle soll rankommen. Na, weißt du, für die Juden wird das, dass der Christus wird leiden, machen dort wir ein großes Ding, das wird nicht passieren. Ich meine, Jesus wird kommen, wird sich ein Königreich abstellen, sie werden der Reim an der Hüste jagen, sie werden ein Land haben, eine Regierung. Dort wird ein Traum. Und sie können das nicht fühlen, dass Christus wird leiden machen. Kraxes wie von der einmal sind. Und wir haben das so klar, gewisse Dinge, die waren bloß einmal so steht sein, und einmal ist es nicht so steht. Und dann denkt man so, okay, wenn das so ist, dann forget it. Dann hat er wieder nichts mehr zu tun. Und so das ein Bett, wo sie wären. Sie gingen in die Hüse, hatten vorig mit der Jesus wie gestorben und hatten sie berufen, dass wir nicht durch. Und so er sagt, und Petrus sagt, die Wahre, Christus soll leiden, das wird bekannt gemerkt. In einer Apostelgeschichte 17, Paulus, er redet hier, und so ist Paulus dort gewarnt, wir gehen an und reden mit an und 3 Sabbaten uit der Schrift. Na, weißt du, er redet hier, war zu Juden, und er nimmt ihre Schrift, und er wies dann, dass der Messias, er lehrt an der Schrift, dass die Prophezeiung uit und merkt an dort klar, dass Jesus leiden und von dort abstehen muss. Und er sieht an dort, dass das Jesus, den er predigt, der Christus wird. Und so, Jesus, Petrus, Paulus, sie versuchten die Juden dort klar zu merken, dass das, was geprophezeit wird. Und sie haben die Schrift einmal gehört und sie haben dort nicht verstanden. Na, von der ersten Tag, so ich ein bisschen sind sehr viele Menschen, die sagen, weißt du, das ganze Ding mit Jesus und die Prophezeiungen und all das, das ist bloß von Christen totgestellt. Dort haben sie sich Luther abgeschrieben, dass Jesus hier gelebt hat und dass das alle wird stimmen mit ihm. Aber das ist nicht, ich will ihm erst wissen, dass das nicht so ist. Irgendwer kann eine Prophezeiung geben. Von der ersten Tag haben einige Menschen, die alle Dinge prophezeien. Ich habe mal vertelt von Y2K. Entweder hier wird noch von Y2K denkt, like 2000, als het Jahr 2000 drum dreht, dann wird alles stillhalten, die Computers würden abhören, und das Licht wird uitgehen, und alles wird, like der Räder würden rutschen von da wieder. Und so ich wie ein junger Prediger in Ontario, und ich will meine Zeug halten, like soll wir vielleicht alle mal große Klamm eten, Chapman, Tus, irgendwo im Challen und drehen, oder was sollen wir tun? So ich kaufe mir ein Buch von einem christlichen Prophet sozusagen. Und ich las das Buch und das wird bloß like das was. Und die prophezeit bloß ein Teilding an das Buch und er sagt, dass man alle Technicians, like all die, die mit so einer Sorte Arbeit verstehen zu schaffen, wenn die alle an das Problem schafften, da wird danach nicht gefixt worden, bei der 2000, wenn er hat ein Teil angelegt und da wird alle uitgehen, das Licht wird uitgehen und die Grüßes werden alle worden und bloß eine düstere Welt. Und dann kommt 2000 dran. Und ich hatte einen alten Computer von Noah seiner Zeit. Der blinkt nicht mal. Und so, ich nehme das Buch, schmeiße es in die Garbage. Und dann war er wieder prophezeien. Und weißt du, das passiert einmal mit Prophezeiung von der ersten Tag. Aber irgendwer kann prophezeien. Aber wenn du eine Prophezeiung gibst, sind die Dollar in Einzelheiten, die du gibst, je schwander ist es, dort in Erfüllung zu bringen. Aber das ist, was Gott tut. Gott wird sogar sein, dass sie würden seinen Rock uitlassen. Gott wird sein, dass sie würden nicht seine Knirke brechen, und wie weit von der Kreuzung, dass sie dann bei besiegt Jesus die Beine brechen, wenn dann würden die Eier sterben, und als sie bei Jesus kommen, dann wird er all gestorben, und in der Schrift merkt einen Punkt von, dass sie dann seine Knirke nicht brechen. Verschiedene Dinge hat Gott geprophezeit, und das ging alle in Erfüllung. 333 Prophezeiungen von Jesus, some sagen, das sind 70 Hauptprophezeiungen, und dann hat Gott bei den 70 einmal bei. Aber alles taub, ungefähr 333 Prophezeiungen. Und dort alle in eine Person in Erfüllung zu gehen. Ich las geschrieben, Josh McDowell hat ein Buch geschrieben, Evidence that demands a verdict, like heute Buch. Und so da Schrift davon, dass sie haben sich uitgerechnet, like Menschen, die verstehen zu rechnen, so eine Dinge kann uitrechnen. Ich weiß auch, dass 2 und 2 taugt ja 5. So war ich auch. Aber
Aber weet je, ik zie niet zo goed in rijden. Dus wie van aanvang bevrijd weer, mijn vriend, van ik wat uitrijden, dat mijn vriend ging dan van bloos voorbij en zei zo, dat is aardig. Dat ooit me. Dat is niet aardig. Maar anyway, sommige mensen kunnen rijden en zij zeggen dat 8 van deze 333 prophezeiungen in eine Person wordt in Erfüllung gaan. Die Möglichkeit für dat is zoals 10 met 17 nullen heran. Sie hat het verglichen mit Texas, und wenn die 2 Centen über Texas hat, und das 1 Cent mank irgendwo, wat rood gemaakt is, en rode ax even hafen die wischen Mann, en de met Texas gaan ze in de uwen toe brengen, en die kunnen in een richting gaan, en dan gaat hij los, en over hem houdt hij stil, en groeft dan beter, en heeft dat cent op met dat rode markt. So, wie würden sagen, dat is aanmerkelijk. En dat wordt maar een zo'n karakter niet, en dat is wat dit is. Want bloos 8 van die prophezeiungen alle in eine Person erfüllen können. Aber das sind so weit mehr als 8. Die Souljaft so groß, dass das nicht mal uitrechnen. Aber was sie wollen sagen mit das ist, dass das nicht bloß was ich gedacht habe, das nicht, das bloß so rangekommen ist, it just so happened, das ist allmählich. Und dass es dort wird sein. Noch ein Ding, was sehr wichtig ist, das ist, dass das Alte Testament, das Septuagint nennen sie dort, dass das Alte Testament in Griechisch übersetzt, dort passiert 250 Jahre vor Jesus starb. Und wo das wichtig ist, dort ist, wenn das Alte Testament, dort enthält diese 333 Prophezeiungen von Jesus, und die sind in Erfüllung gegangen, viele von denen waren auch zu laat, aber sie sagen, die Kirche hat nicht abgeschrieben, die Kirche hat sich dort nicht gedacht, die Kirche hat nicht das Alte Testament geschrieben, nur dem, was Jesus lebt. 250 Jahre vor Jesus starb, und das ist historically documented, like das ist nicht bloß, dass ich dort wer gedacht habe, dort geht nur zu studieren, und dort kostet klar bewiesen in der Geschichte von der Welt, dass 250 Jahre vor Jesus kam, wird das Alte Testament in Griechisch übersetzt. Da meint so viel, dann wird das fertig, dann wird das geschrieben. Na, sie sagen, dass wir 500 Jahre vor Christus geschrieben, aber 250 Jahre vor am Wort des Septuagint, das was sie nennen. Septuagint, das hat mit 70 zu tun, 70 Schriftgelehrte, Menschen, die übersetzen. Aber allemal, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Welt, von der ersten Tag nach, wenn wir wollen beweisen, dass Gott sein Wort als Wahrheit. Dann brauchen sie viel das. Und so Gott schreibt eine Messias-Adresse. Und sag mal, das, wo sich hier gehen, aber stellt ihn vor, wir haben einen 100 Jahre langen Strang, und wir schneiden da einmal los. So, Gott sieht, dass der Messias wird von der Früh kommen. Na, das ist ein interessanter Ding, wenn ein Mensch kommt nicht von den Samen von der Früh. Durch die ganze Bibel, das sind lange, enge Mang von Nomes. Habt ihr mal gelesen? All die Nomes, was ihr alle aussprechen kann, like das hat das sehen, das hat denen steht. Lange, enge. Dat zijn die enge, wenn je die Bibel durchlesen, dass je dan einmal nie je vernehmen, dann kom je bij deze, en dan doe je entweder dort etwas schreiben, oder je hier ab. Ein von beiden. Weet je, zijn lange, enge Nomes, en du hast niemals een Nomen, wat zeg in de Früh hat den zijn. Einmal de Morgen. Ich habe mal zu Menschen gesagt, dass junge Kinder ihre Dummheiten, die kommen alle vom Morgen, nicht von der Früh. Und so, kann ich dann thuis vertalen, want je wel. Je dacht dat je van de Früh ziet, niet? Aber allemaal de Zomen van de Früh. Jesus sagt, Gott sagt dit. En ik wil vriendschap zaten tussen die in de Früh en tussen die Zomen en ihren Zomen. Hij wordt in den Kopf verklingen, du wirst aan de haak. In de haak steken. So, dit is de eerste Prophezeiung, dat er wordt weer komen, wat met den Dievel wordt handelen. Gott sagte zu den Feind, nur dem, was Adam und Eva für sich versinnig hat. Aber was ich will haben, je soll morgen, dass das redet von den Zomen von der Früh. Und das ist eine rein ganz einzige Person, in alle Geschichte von 8 Billionen Menschen in der Welt, wird von Zomen von der Früh geboren ist. Die ganz einzige Person, wenn das Jeff nicht sind, das muss von dem Mann kommen. Und wenn nicht ein Mann bist, dann ist es auch nicht ein Kind. Und so Gott wenn wir in Neue Testamenten gehen, wo er prophezeit hat, wird von der Jungfrau kommen, sie wird schwanger worden von Heiliger Geist, du wird kein Mann dahinter sein, sie wie eine Virgin, sie hat noch niemals mit einem Mann geschlafen oder so, und so die wird schwanger sein, und die werden sie in die Welt bringen, kommt von Heiliger Geist, das ist, was das meint. Und das wird noch andienen, das. 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 Und das wird noch andi
In Galater 4 sagt es, aber als die Zeit ist gekommen, wir schickt Gott sind geboren von der Früh. Und wir denken so, okay, wir sind alle geboren von der Früh. Und das ist auch so. Aber dit die drei nur den Sohn von der Früh. Das ist, was er hier sagt. Und so Jesus wird von der Früh geboren. Von den Sohn von der Früh. Von Heiliger Geist. Na, vielleicht wollen wir Gott noch mal fragen, wenn wir starten, wir das alle geschafft haben. Aber anyway, dort wird eine sehr wichtige Prophezeiung. Und so die Sohn von der Früh, da wird das erste Ding, was bin Messias mit stemmen. Und so das Zeit, nur Gott sein Wort nur. Der zweite Ding von Noah wieder. Noah hat 3 Jungs. Und Gott sagt, das Wort von Sam sein, also er hat von ein Drittel von der Menschheit in der Welt. So denken, nein, die haben 100 Jahre lang aber Strang und geschnitten. 2 Drittel war schmieden, war. Der Messias muss von der eine Drittel kommen. Und so wenn wer von Ihnen hat mal Matthäus gelesen? Die wissen, was Matthäus ist, nicht? Matthäus, das erste Kapitel, das erste Eng. Wer von Ihnen hat etwas skippt? Man fängt vielleicht irgendwo bei 19 oder so an zu lesen. Aber das ist eine lange Streit Nomes. Und die Nomes sind wichtig, wenn die Charakter wiesen, was ich Ihnen hier will wiesen von der. Und so diese Nomes, was wir fertig über sein in der Schrift, die haben eine sehr wichtige Rolle spielen. Und so von das, nu kommt von der eine Drittel, wird eine Familie ausgewählt, und das ist Abraham. Abraham hat 8 Jungs über dem. Und so von da wird einer gewählt, also von das ein Drittel von der Welt, da wir noch alles wegschmieden, sozusagen, bitte eine Familie, und von der eine Familie, da wir noch 7 Achtel zu sehen sagen. Und so der Messias muss von das eine Achtel kommen. Und so das eine Achtel, das ist Isaac. Isaac, der hat 2 Jungs, so nicht over von der Drittel von der Welt, und die eine Familie, das eine Achtel von dort dürfen wir nur noch eine halb schneiden, wenn Gott sieht, dass Isaac hat 2 Jungs, einer von denen wird der Messias kommen. Und so der eine dort wie Jakob. Jakob hat 12 Jungs, und Gott sagt, einer von den 12, von dem wird der Messias kommen. So wir haben ein Drittel von der Welt genommen, wir haben von dort ein kleines Achtel genommen, so wenn wir den Strang von Osten in haben wir da mal ein bisschen, und dann dürfen wir dort noch eine halb schneiden, und dann dürfen wir dort noch einmal 11/12 von dort wegschmieden. Und so Gott der dort nur bringen. Wer von Ihnen schafft noch mal was an Amazon? Habt ihr noch mal von Amazon? Die wissen, was das ist, nicht? Das, wo ihr Weihnachtsgeschenke ordern für ihre Eltern, so so eine Dinge. Und so. No, aber weißt du, ihr ordern was an Amazon, und dann da ihr eine Adresse nennen, und die Adresse bringt dort, even wenn das Paket von China kommt, das kommt von Russland oder von wo immer, von Japan, aber die Adresse, die in eintragen von 8 Billionen Menschen in dieser Welt. Und dann über dem kommt das Paket bedienen der an. Und weißt du, die Land aus der Boven, die Stadt aus der Boven, die Stadt, und die Dorf oder die Gassen, die Hausnummer. Und so das, eine Adresse ist nicht in sehr lang geschrieben, nicht? Aber das trennt die von der ganzen Welt. Und das ist, was das ist. Gott schreibt eine Adresse. Und so, ein Drittel von der ganzen Menschheit nimmt Gott, und dann von dort eine Familie, und du bloß ein Achtel von, und dann noch der Halb von dort Achtel, und ein 12 von der Halb, und so das geht kleiner und kleiner, nicht? Like, du fängst in die Adresse von 8 Billionen Menschen an, und dann geht es drauf, was bei die für der ist. Und so der eine Stamm, da wird Judah sein, oder der eine Person, das ist Judah von Jakob, und wir wissen nicht, wie viel nur kommt Judah hat, aber er sagt, da wird eine Familie, von den ganzen Stamm Judah kommt, so das Strang, den haben wir noch eine Karte, und nu sollen wir da noch mal ein 500 losschneiden, oder einmal Familie zu werden. Und so, wir wissen nicht, wie viele Familien sind Judah werden, aber ein von denen wird Gott sich wählen, und das ist Isai, oder David seine Familie. Und so das hat auch 8 Jungs, und von da sagt Gott auch, was er einen nimmt. So nu sagen wir von der Drittel, nun ein Achtel von einer Familie, und dann der Halb von dort, und ein 12 von dort, und dann ein von der ganzen Stamm, und danach war ein Achtel von einer Familie von 8 Jungs. Und so dort wird David sein Stamm, wir wissen nicht, wie viel nur kommen, hat David, wie viel Milliarden wären an David seine Familie, da wissen wir nicht. Aber weißt du, durch wie eine Milliarde, will Gott sich dort. Und so nu sagen wir von Noah, wie kann sagen, von der ganzen Menschheit in der Welt, sagen wir auf noch 1 Milliarde. Und so dort Samaria. Und so Gott schreibt eine Adresse, wo das muss uitkommen.
Und wenn es nicht so dit uitkomt, dann ist es nicht der Messias. Und jeder ein von diesen, das was Matthäus uns wies, in Lukas Kapitel 3, hat er noch einmal den Ankunft von Maria ganz treibt, bei Adam. Aber Gott wies uns in der Schrift, dass er hat prophezeit, dass der Messias wird von diesem einem Jahr, von den Samen von der Früh, das wo wir nu sind. Eine Jungfrau, sie hat noch niemals einen Mann gekannt, sagt sie. Und der Engel sagt, du warst schwanger geworden, du warst ein Kind haben. Wer von Ihnen hat mir alles, so wie 15 Jahre alt? Irgendwer von Ihnen? Stellt ihn fertig, kommt in Haus und der hat ein Baby und der sagt, das ist von Hell der Geist. Wir haben mal einen Counselor fing, nicht? Like hier ist was schrecklich arg. Und so das wo Mary wir. Und so das ist eine sehr interessante Ding. Aber einer wird das einem Jahr. Und dann sagt Gott noch, dass das einem Jahr, der war der Messias in Bethlehem von allen Städten Juda, die waren alle rausgenommen, bloß ein Dorf, 100.000 Menschen dort Dorf. Wir wissen nicht, wie viele Städte Israel hat zu der Zeit, aber wenn wir mal sagen, da sind 500 Dörfer in ganz Israel. Von den 500 Dörfern wird ein kleines Dorf genommen mit 1000 Menschen da. Und das ist mir all, was den Messias soll zur Welt bringen, die wohnt nicht mal. Und so da hat ich nicht mal behandelt, aber Gott lehnt das noch so ab, dass ein gewisser Kaiser in Rom Kaiser wird und die sah den Gesatzrüter, brach Maria nur Bethlehem charakterreiche Zeit. Nou weet je, ik zei je, van 700 jaar terug, wie je prophezeit krijgt, dat du hier van jou zijn, ik wil die predigen, dit is de timer, zo is de aangetrokken, du zat daar en du zat daar, wie würden ze denken, wow. Maar dat is wat God met de Messias deed. En dan zegt God nog, dat we gekreuzigt worden, ongeveer 1000 jaar, in Psalm 22, ongeveer 1000 jaar, voor Kreuzigung er gebruikt wordt. Kreuzigung komen we met de Rijmen aan, maar God zegt, zo wordt de Messias sterven. Psalm 22, dat is zo buchstäblich beschreven, dat Sam hat dafür gestreden, dat Psalm 22 wordt nur de Kreuzigung geschreven, anders. Aber weet je, Gott, dat prophezeien. En dan zegt God nog, hij wordt van vriend verroden worden. En God zegt niet bloos dat, hij zegt, krijg wel veel geld, 30 bieten. En hij zegt, krijg wat van geld, selber stecken, dat we niet meer geld in Israël te die tijd. Dat we dollarijmische geld. En zo wordt van 30 selber stecken verroet worden. Dat geld wordt in tempel geschmeten worden. En ze worden de staap van dat Scheiben wordt van een topmerker Scheim, wo ze worden vreemde mensen begraven. Dat wordt alle geprophezeit. En weet je, soms van de dingen is mij zeer interessant dat Jezus, de schrijver van de schrift, ze zeggen, immer waar dit moet in ervulling gaan, omdat dit passiert, omdat dat in ervulling ging, wordt van een profeet gezegd weer. Dit is een van die dingen, wo dat dort van zegt. En dan zegt het nog, die wordt opstaan, en die wordt niet bloos opstaan, maar am derde dag opstaan. Paulus sagt ja einmal, dit Evangelium wir von ihnen sehen, die nun Fleisch noch von David stammen. Und das wird ich habe versucht zu wissen. Der Messias seine Adresse. David sie nur kommen, der kein nicht von Israel. Und Gott schreibt eine Adresse und dort spitzt sich auf, nach einem Jahr, nach ein Dorf, nach einer Zeit. Und er sagt, und dadurch, dass er von dort abstand hat, hat er dort durch den Heldengeist und Kraft bewiesen, dass er Gott zijn zin is in ons Herr Jesus Christus. En weet je, dan komt nog een profetieung. Die wordt waar komen. En dat is waar we van jou zijn. En dat is wat we niet kunnen blijven uitschmieden. Zo was. En weet je, we zijn eenmaal rijden in deze wereld. En de dingen schaffen niet reichen. Zo de Herr willen we nächste zondag nog hier zijn. Dan wil ik je een beetje Welt wijzen, waar je eens geboren wordt. En soms van die dingen. Maar we leven vandaag in de wereld. We leven in een zeer makkelijke wereld. En veel mensen meestal nu aan gaan. Maar we hebben ook zware dingen. Er zijn dingen in ons leven wat niet gerecht zijn. En we kunnen ons wählen. Welke aan das Jezus geloven? We wären da nicht. We wohnen nicht 2000 Jahre terug. We hebben het niet gezien. We moeten dat leven wat God ons in zijn woord zegt. Dat was met de wohlestine. Nou weet je in de wereld van jou, dat Christentum, dat wordt te zien geschoven, dat is bloos opgemerkt en zo'n dingen. En weet je, wanneer du niet was aan God leven, of wanneer du niet was aan Jezus leven, dat is bloos één ding wat du brauchst doen. Wanneer die één ding kost doen, dan valt Christentum ganz plat aan. We kunnen alle in huis voeren, dat is alle durch. Du brauchst bloos bewijzen dat Jezus is niet van dood opgestaan. Wanneer dat kost, dan is het durch.
Aber nicht bloß sein. Ich meine bewiesen, buchstäblich bewiesen, dass das bloß, was ich gedacht hätte. Das ist die Ursache, wohin der Teufel nicht so sehr angegriffen hat, als Jesus seine Auferstehung. Das ist die Ursache, wohin du kannst an Gott leben in der ganzen Welt, in Mang passen. Aber wenn du schon Jesus gleich und sagst, heißt der Einzige Weg, heißt der Einzige, was von dort abgestunden ist, dann bist du Fuß ausgeschlossen von der Welt. Das ist die Ursache. Because that's really der Grund für unsere Erlösung. Gott aber, der durch all seine Propheten hat sagen lassen, wo Christus leiden soll, dass Allah so rankommen. Gott aber, der prophezeit hat, dass Allah Tränen im Paradies geht, der wird dass Allah lassen so rankommen. Und so ich will jens so merken, dass wir dort glauben. Dann schloten nu en jent und merkt jent ab. Dat jent de zinnen für je voren, zodat vom Herrn eine frische Belebungszeit über jent kommen kann. Das wird die Botschaft zu Israel. Sie wollen immer nicht glauben und sie versuchen eher zu beweisen von der Schrift Eva. Und so Petrus sagt ihnen, schloten nu en jent und merkt jent ab, dat jent de zinnen für je voren. Weet je wat lied? In Christus, da haben wir den Messias, was versprechen wir, der wird zurückkommen. In Christus hast du Vergebung, du bist angenommen, du hast eine Gerechtigkeit, du bist alle Zeit bereit, zum Gott begegnen. Aber das ist eine Entscheidung, was wir merken. Und so wir sind zwischen Paradies und Paradies, wir leben hier zwischen, die Dinge sind arg in dieser Welt, Dinge, die ein Leben schaffen, nicht reicht, da wird ich gut. Und dort einmal denken wir so, Menschen merken, oh, es keinen Sinn, weil wir alle im Gruben haben und leben bloß mit uns verwählen und wenn wir tot sind, sind wir tot. Das ist unser Wohl. Aber ich will nicht merken, dass ihr nicht den Weg gehen. Wir wollen Jesus glauben, er kommt zurück. Und weet je, wie kann Jesus in der Adresse noch firmen rein, ganz bei der Auferstehung, und dann ist bloß noch ein Ding geblieben, und das ist, dass er kann drehen. Und so wie kann das alle waschen, wie man will. Aber ich will das leben. Ich will das annehmen. Jesus kommt drehen. Er ist gekommen, Gott hat das alle vorher sein lassen, und er hat alle, dass es so auskommt, dass was wahrer Charakter. Ich weiß, wir haben verschiedene Ideen von was passiert, und das ist auch das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Gott verspricht uns nie Himmel und nie Erde. Er verspricht uns eine Ewigkeit mit Armtaub. Und wir können das leben oder wegschmieden. The choice is yours. Amen. Ich würde fragen, dass ihr abschließen. Ans Prayer-Team, was hier fern sind, vielleicht fehlt dir Gebet, oder du wirst Jesus annehmen. Vielleicht kamst du mit dem Glauben und du wirst gleich mit wem, weil das hier nicht im Counseling, aber du wirst gleich mit wem beten, du Eva. Komm, weil ich beten. Himmlischer Vater, Dankeschön, dass du hast uns eine Adresse gegeben von dem Messias. Der wird zurückkommen, der ist zum ersten Mal Charakter gekommen, was du jetzt da wird passieren. Und er kommt zurück. Der kommt uns holen, der Tag kommt, wo wir wollen mit dir leben. Und ich bete, dass du uns festhalten in dieser Welt, wo viele Dinge arg gehen, dass wir nicht uns Glauben verlieren, dass wir nicht alles im Gruben haben sein, hab alle nicht an, dass wir festhalten an die, und die verherrlichen, nu was wir hier sind, und an Jesus leben, dass wir alle Zeit bereit sind, die zu begegnen. Wir danken dir für die Erlösung, für die Ewigkeit, und wir preisen dich für was du hast getan. Das beten wir in Jesus Namen. Amen. Dankeschön für kommen, mag Gott ihn segnen, halt fast an Jesus. En den fred von mir nimmt, sag ich kann nicht Ursache sehen. Danke dir doch. Danke dir doch. Wann die Stimme wird hier, bloß die Stimme ist von Angst, wo die Hoffnung am Herzfeld verstehen. Danke dir doch. Danke dir doch. Ein Leut von den Sagen, es wie
Fredags minne ver ik zo op een extrie. Geen lene som de strømmer heen. Je hånd og dit. Ik frem igjen han. Ik frem igjen han. Ik danser med skjønnhet, og jorden er menes for mig. Ik frem igjen han. Ik frem igjen han. Ik zing van de cultuur, vader en vader zingen. Weil mit alles verliert, in dort voll sich til lot. Hob nicht weichen Licht uit en dort grof. Sei ich die nun, dann sei ich die nun. Ein Leut von der Zagung, es min Leut von sie. Fredags minne ver als du op en extrie. Geen lene som de strømmer heen. Je hånd og dit. Ik frem igjen han. Ik frem igjen han. Ik danser med skjønnhet, og jorden er menes for mig. Ik frem igjen han. Ik frem igjen han. Ik zing van de cultuur, vader en vader zing ik. De vreden den han, de vreden den han, de vreden den han geeft mij kracht. Ik keer niemals op, ik keer niemals op. Nu schalt mij terug van die prijs. De vreden den han, de vreden den han, de vreden den han geeft mij kracht. Ik keer niemals op, ik keer niemals op. Nu schalt mij terug van die prijs. Ik frem igjen han.